Tja, Freunde, Jubel ist zurück, Jaden erinnert sich wieder an sie, oder es oder er, oder kein Plan. Und der nächste Kampf lautet die innere Macht, und so wie es aussieht, treten wir gegen Jesse an, warum auch immer. Jubel wurde besiegt, aber er übernahm Jesse Andersons Körper und überlebte so. Aha. Jesse im Spiel lassen? Haha, warum soll er das tun? Mit dem Körper kann ich dazu zwingen, den eigenen Freund anzugreifen. Ja, aber auch hier wieder schade, dass man halt nicht die Veränderung noch dargestellt, weil Jesse, die Augen waren natürlich dann komplett anders. Das Auftreten an und für sich auch, hat auch nicht mehr so gelächelt wie jetzt. Und halt mehr Jubels Gesichtszüge, die Klamotten waren anders, also, ja. Ja, Jane, na komm, schon liebst du es, sie sind dein Leben. Ja, komm, duellieren wir uns. Jetzt bin ich gespannt, sind es normale Kristallungeheuer oder ist es so im Anime? Weil dort waren es ja dunkle Kristallungeheuer. Oh, da freue ich mich auch schon auf die 5Ds-Ära. Wir sind noch da mit den finsteren Außerwelten, irgendwie auch so finstere Synchromonster hatten, die es gar nicht gibt. Im Real Life, die es nur im Anime gab. Vorne schon die Finsternis. Ja, komm. Ja, wobei. Was? Da vorne schon die Finsternis, das stimmt schon. Ja, doch, ist soweit korrekt. Soweit alles korrekt. Blitzeinschlag, ja, kann es zerstören, aber. Super Polymerisation. Machen so im Deck. Regenbogen Neos. Das wäre natürlich geil. Sturm Neos, Hummingbird und Aqua Dolphin. Grand Neos, ja mit Grand Mole. Flare Neos, die typischen. Also wir haben nur Neos Monster. Alles klar. Wobei, das ist kein Elementarheld Regenbogen Neos, sondern ist nur Regenbogen Neos. Auch nicht schlecht. Ja, mein 2 Hummingbird brauche ich nicht. Das ist so. Super Polymerisation wäre noch zu früh, die schon mal zu spielen. Kontakt nach draußen bringt es auch noch nicht. Dann spiele ich mal einen guten alten Blitzeinschlag. Natürlich jetzt ein bisschen doof, oder so. Hummingbird. Schön snacken, Kumpel. Dankeschön. Ja, die dunklen Kristallungeheuer. Den dunklen Regenbogendrachen. Ne, warte mal, ich glaube, die Karten selber hießen gar nicht dunkel, die hießen irgendwie erweiterte Kristall, freigesetzte Kristallungeheuer, irgendwie sowas. Sag mal, Leute, was ist los hier? Was soll ich mit so einem Scheißdreck machen? Och, Menno, zweimal Superpolymerisation. Das Dümmste, was die Welt jemals gesehen hat, also ganz ehrlich. Ja, jetzt war nochmal ein Neos Weltraumbewohner und dann würde es gehen, dann würden wir es mal wagen, Neos zu rufen. Aber so. Die Superpolymerisation bringt es in Kombination natürlich irgendwie Regenbogen Neos. Ich stelle mir eine ganz geile Kombination vor. Angenommen, ich würde jetzt irgendwie eben so ein Neo-Weltraum, Elementar, Neos Fusionsgedöns rufen. Er ruft den Regenbogendrachen, dann spiele ich Kontakt nach draußen, um sie zu trennen. Als Schnelleffekt und nachher noch Superpolymerisation, um dann Neos mit seinem Regenbogendrachen zu kombinieren. Nachher hätte ich halt den, ja, Regenbogen Neos. Das stelle ich mir irgendwie geil vor, aber so kann ich nichts von gebrauchen, Freunde. Nix. Gut, bin ja selber schuld, weil wieso lege ich auch zweimal eher Hummingbird ab, aber. Weil nee, es war nur einmal, das andere, da kann ich ja nichts für. Weil ich wissen soll, so zweimal Superpolymerisation ziehen, dann hätte natürlich seinen abgeworfen. Aber eben, woher soll er sowas auch wissen?
Will kein Hellseher. Der geflügelte Kuribo, der kommt mir gerade recht. Den haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und warum? Oder wofür? Mit Recht. Ne, womit? Womit? Mit Recht. Was soll der Scheiß, geflügelter Kuribo? Hm? Heiliger Notruf. Ja, es wird langsam besser. Another Neos. Schon mal schwören. Das Elemental Neos langsam am Spielfeld liegt. Oh, klicken jetzt schnell. Ich hab nur die? Elementalen sind aber keine? Okay, krass. Ja, ich will natürlich Another Neos, ist klar. Hat eigentlich Jane die Karte wirklich im Deck oder kam die nachher, also nach der Serie? Weiß ich gar nicht mehr, Leute. Das ist wieder mal zu lange her. Ohne einen Weltraumbewohner bringt mir natürlich das auch nichts. Ach nö. Da kam Rubinkampfunkel weg. 2 Karten ziehen. Falscher Held, du bist auch ein falscher 50er. So, Another Neos erstmal rufen. Elemental Neos. Ja, jetzt haben wir ihn zwar auf dem Feld. Die können 2 Neos rufen. Bringt mir das was? Nee. Kein Monster, das ist irgendwie. Ja, wobei, warte mal, jetzt könnte ich eigentlich mal Super Polymerisation einfach mal verdeckt spielen. Ich weiß nicht, wann er mal einen Regenbogendrachen bringt. Das wäre zumindest schon mal ein bisschen safe. Ich denke, das war ein Kristallungeheuer schon alles. Ja, das eine war 2, 3, 4, 5 theoretisch, aber es sind nur 4 verschiedene. Reicht für den Regenbogendrachen noch nicht ganz. Gerade mal ein bisschen Unterstützung hier. Ah, schon viel besser. So, jetzt könnte ich da, wie bereits erwähnt, eher Neos rufen. Bringt das viel? Ich würde sagen nein, weil das Problem ist, ich muss nachher den Kontakt nach draußen spielen, sonst verliere ich beide. Sogar alle 3. Also die beiden sowieso. Und das fusionierte daraus, sage ich jetzt mal auch. Das eigentliche Problem ist aber, Kontakt nach, nicht Kontakt nach draußen, sondern Superpolymerisation, doch, Kontakt nach draußen. Von dem Wechseln kann es eine Spezialbeschwörung rufen. Und ich weiß es halt nicht, weil das hier ist nicht wirklich ein Elemental-Neo. Solange auf dem Feld ist, ja. Aber ist er zurück im Deck oder auf der Hand oder auf dem Friedhof, ist er kein Neos mehr. Also könnte es sein, dass Kontakt nach draußen gar nicht funktioniert, wenn ich die beiden miteinander fusioniere. Und deswegen sage ich einfach mal, nee, lieber noch nicht, lieber mal abwarten und Schaden kassieren. Toll. Naja. Da kommt der mit dem Mammut. Ich glaube das nicht. Der nächste Marsch. Ich habe schon der 3. Hummingbird, war? Der drauf ging. Ah, nochmal näher. Super. Kannst du uns alle mal rufen. Stimmt, ich könnte 2 Neos rufen, krass. Bringt mir nur relativ wenig, bis gar nichts. Was macht er jetzt? Der Regenbogendrache. Ja gut, aber dir fehlen noch 4 Pegasus, dir fehlen noch Topaz-Tiger, dir fehlt noch ein bisschen was, Kumpel. Mir fehlt auch einiges was. Was ist denn das hier? Instant Neo-Raum. Ja, der Scheiß kommt jetzt. Oh, ihr könnt kotzen, ey. Der wird vorher gebraucht. Menno. Ja, es bringt halt nichts, auf die falschen Helden zu spielen. Nee. Da draußen, ja, aktiviere ich jetzt mal oder setze ihn mal.
So, danke Neo Weltraum, und zwar auch Instant Neo-Raum nicht mehr. Elemental, Neo, sorry, noch ein kleines bisschen Boost. Mal den doofen Smart Shield-Krön loswerden. Hummingbird. Komm schon, ich habe sicher noch ein paar. Regenbogenfinsternisdrache. Ich habe das gar nicht gehofft. Dann Friedhof. Nee, ich habe keine. War schon überlegt, ob ich hätte vorhin mit Hummingbird den Neos hier aus der Hand rufen sollen mit falscher Held. Überlegt hatte ich es mir, aber. Ja, die Kombination, Gott, nach draußen und so, dachte mir, nee. Nee. So. Ah, die Lichtschwerter. Dass es die auch noch gibt. Kommt auch schon mit Saphir Pegasus an. Flare Scarabs, so. Freunde. Jetzt geht's rund. Dann Flare Scarab. Und dann eine kleine schöne Kontaktfusion. So, also ich habe Kontakt aus ihm noch auf dem Feld. Sehr gut. Das kann ich also theoretisch wieder rufen. Mein Nase gerade natürlich ein bisschen schlecht. Welcher Effekt der dann von denen war. Genau. Erstmal der drauf. Okay. Hat das zumindest versucht, mich auszutricksen, aber okay, kann man natürlich so machen, ne? Mr. Jesse Anderson oder Jubel oder wie auch immer. So. Okay. Hat's ja gelohnt, wa? Hä? Ah. Also kartenlos werden oder was? Übertreib's, Alter! Super Polymerisation. Erscheine Regenbogen-Neos. Jetzt geht's ab. Ja, mal gucken. Ah, den. Nein, das eigentlich das hier. Also kommt wieder den Stick zurück. Oh, Friedhof. Den Stick. Ja. Keiner muss jetzt den Stick an Friedhof. Ich schaue keinen Friedhof an den Stick gegen den Stick. Ja. Nö, der passt soweit. Dankeschön. Aber ist gut jetzt. Kontakt nach draußen und so. So, warte mal. Du kannst keine Monster, so kommt der Friedhof, dann den Stack. Ja. Ich glaube, das passt zwar. Das machen wir auch mit einem Neos. Ich könnte also einen Zauber- und Fallenkarten wegwerfen, aber warum? Das sind eh nur Kristallungeheuer.
Also echt, ja, jetzt echt mal noch testen können, das Kontakt nach draußen. Klappt das jetzt so, wie ich es mir vorstelle? Ja, okay. Ob jetzt das wirklich auch mit Another Neos funktioniert hätte, ich glaube sehr weniger. Jetzt kann ich wieder Kontakt fusionieren. Nee, nee. Regenbogen Neos direkt Angriff, komm schon. Und Neos. So. Sehr schön. So wolltest du doch, so hat es funktioniert. Jane besiegte Jubel und Jessie war befreit. Jane, bist das du? Jo, Partner. Was passiert? Hä? War es? Also den Karte Superpolymerisation aneignen. Als du nicht aufgepasst hast, habe ich eine Zauberkarte gespielt, die es mir erlaubt hat, Superpolymerisation zu stehlen und zu behalten. Krass geile Regel, war? Voll Cheater-mäßig. Ja, irgendwie schon. Der oberste König kehrt zurück. Komm, wir können es mal noch angucken. Du willst ein Duell, Jubel? Bin da bereit dafür. Jane, warte, du gehst wirklich mit? Also nimm mein Deck und sag diesem Jubel ordentlich im Ankommen. Ja, machst du das? Schweifende Erinnerungen überwältigend erfuhr, dass Jubel sein Kindheitsfreund war. Jubel erklärte, wie er zu seinem jetzigen Selbst geworden war. Er hatte die Strahlen des Lichts der Zerstörung absorbiert und sich dadurch verwandelt. Trotz der Zerstörung, die das verursachen würde, wollte Jubel alle Welten zu einer verschmelzen, sodass er und Jane für immer zusammen sein konnten. Ja. Ist so. Traurig, aber wahr. Das Licht der Zerstörung war. Ja, nicht nur bei Sartorius, sondern auch hier. Trugbild. Ja. Oh. Was haben wir für Karten? Regenbogen näher, aber sicher irgendwie Regenbogendrachen selber im Deck. Ich den so einen Kristallungeheuer rufen will, ist ein anderes Thema. Was? Da halt Escuridao. Der ist neu. Normaler Flammenflügelmann. Okay, wir gehen ein bisschen zurück zu den Basics. Und soll mir recht sein. So, Avian. Zeig, was du kannst. Oh, freundliche Wohltat hätte ich auch gerne. Ja, hier, Druckbildröhre. Gönn dir. Aua. Mano. Alter, was hast du denn vor? Elementalplasma. Das klingt nice, was da drauf steht. Wobei. Ja, was Ninjas gehen. Hier ist halt das Problem. Ein ultimativer Kristallmonster. Kann trotzdem Regenbogen Neos rufen. Offenbar schon, wa? Ja, wollte gerade sagen, ich stehe auf Neos drauf. Ja, super, dankeschön. Ja gut, jetzt sind schon mal Neos weg, das ist nicht so schlecht. Weil ich habe zwei auf der Hand, ich war keinen dritten zum Ziehen. Deswegen, vor allem deswegen. Der Prisma ist cool. Deswegen sage ich ja, es kamen. Auch Stratos wäre geil, aber eben es kamen nach der GX-Serie noch so geile Support-Karten. Autsch. Vor allem eben auch für Decks wie die Kristallungeheuer oder hier die Elementarhelden.
Richtig, richtig nice. So. Aha. Also man geht ja pro Zug. Hey. Flammenflügelmann. Und ein zweiter Prisma. Ich würde erstmal schnell einen Effekt von Burst-In-Tricks nehmen. So, sondern die beiden miteinander fusionieren. Aber erstmal dürfte noch angreifen. Weil es natürlich kombiniert mehr Schaden macht als nach das Fusionsmonster. Danke! Wobei sie schon so stark sind auf dem Feld sind, ist halt direkt behalten. Und das Ganze im nächsten Zug normal machen. Wäre auch eine Option. Ja komm. Kann ein bisschen kartenlos werden dank Prisma. Nee, sorry. Was hat er vor? Was hat er vor? Aua! Hä? Was bringt das? Was macht er da? What the fuck? Was war das denn gerade? Gut, kann mir egal sein, Freunde, wir haben gewonnen, auch wenn es sehr creepy war. Juwel versuchte Superpolymerisation zu benutzen, um alle Wellen miteinander zu verschmelzen. Als nächstes aktiviere Superpolymerisation, dann haben wir schon 10.000 Mal gehört. Mit der Macht dieser Karte werde ich die Grenzen von seinem Raum durchbrechen und alle 12 Dimensionen vereinen. Aha, es gibt 12, okay. Wissen das auch diejenigen aus Yu-Gi-Oh! Arc 5? Nicht ganz. Hä? Ja, so geschehen lassen. Stattdessen wird sie uns verschmelzen. Uns verschmelzen? So einsam. Wir werden zusammen kämpfen. Ja. Nach dem Duell zwischen Jade und Jubel wurde die Duellakademie mit allen Schülern sicher zurücktransportiert. Aber niemand wusste, was aus Jade und Jubel geworden war und ob man sie je wiedersehen würde. Ja. Der perfekte Zeitpunkt, da kann ich mal Jubel selber spielen. Perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Und beim nächsten Mal könnte es sogar sein, dass wir sogar die Yu-Gi-Oh! GX-Serie abschließen können. Mit den Duellen Rückkehr der Dunkelheit, wo es ja um den finalen Kampf aus der 4. Staffel geht. Also bis hierhin, ich sage jetzt mal, das ist noch die 3. Staffel gewesen. Ganz kurz aufpassen. Von hier war die 1. Staffel bis und mit. Hier müsste gewesen die Reifeprüfung. Dann ab hier an war die 2. Staffel bis und mit hierhin schätze ich jetzt mal Zukunftsänderungen und dann kam hier die 3. Staffel bis eben hierhin. Das ist die 4. Staffel und das auch noch, wobei das wirklich das Abschiedsduell quasi. Jaden gegen Yugi offenbar. Naja, wir werden sehen, aber nicht mehr heute, sondern das nächste Mal. Bis dahin, ciao zusammen.